natürlich vor allem, weil unsere Longerischer Fans, dass sie uns hier zahlreich begleitet haben. Ihr habt hier gerade einen tollen Rahmen bekommen und ich denke, das ist genauso wie nächste Woche und das macht dann auch allen Sportlern und auch den Trainern natürlich umso mehr Spaß. Ja, wir haben am Anfang nicht 2-0 geführt, sondern 2-0 hinten gelegt, sind dann allerdings 3-2 in Führung gegangen. Insofern haben sie recht, dass wir noch ein paar Minuten vorne lagen. Aber irgendwann ist so ein bisschen der Faden gerissen. In der ersten Halbzeit auch mit einem besser werdenden Ratinger Torwart haben wir dann einfach viel zu viele Chancen vergeben. Ich denke, das ist auch das, was man zusammenfassend für das Spiel heute festhalten kann, dass wir einfach die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt haben und dann auch spielerisch natürlich nicht überragend waren heute, muss man auch klar sagen. Richard, jetzt zu euch. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ihr eine sehr harte Vorbereitung hattet. Jetzt mit dem Ende der Partie bist du mit dem, was ihr euch vorgenommen habt, zufrieden? Guten Abend erstmal. Also meine Stimme spiegelt ungefähr meine Laune wieder. Also ich bin ziemlich sauer, weil ich einfach glaube, dass wir heute ein besseres Ergebnis erreichen können. Und wir haben einfach zu viele einfache Fehler noch drin gehabt, zu unkonzentriert. Und wir haben sehr oft davon profitiert, dass Longerich gute Chancen nicht genutzt hat. Und das macht das Ergebnis so ein bisschen schwierig. Und ich glaube ganz klar, das wird ein ganz, ganz schweres Rückspiel. Und die Entscheidung schon mal vorweg ist mit Sicherheit noch nicht gefallen. Und wir müssen uns noch erheblich steigern, um diese Hürde in Longerich zu schaffen, um aufzusteigen. Und das ist das Fazit. Ich habe es mal vorgezogen. Zum Spiel selber. Wir sind ein bisschen holprig reingekommen. Vielleicht war es diese tolle Kulisse, die ein bisschen Nervosität verbreitet hat. Für viele ist es ungewohnt gewesen. Wir würden uns einfach wünschen, dass während der Saison eine ähnliche Kulisse wäre. Dann hätte man sich da schon dran gewöhnen können und dann hätte das sicherlich anders ausgesehen. Aber das ist sicherlich ein Wunsch. Andererseits war es dann so, dass wir uns in das Spiel eingekämpft haben. Wir haben Druck gemacht, wir haben Tempo gemacht, wir wollten einfach Longerich im konditionellen Bereich ausreizen. Wir wollten einfach da gucken, wie weit können wir gehen, wie weit kann Longerich gehen, können sie das mithalten. Und wir hatten natürlich den Vorteil, dass ein Spieler von Longerich nicht dabei ist, ein wichtiger Spieler, der ist unabhängig geblieben bis jetzt. Davon haben wir sicherlich profitiert, weil er schon im Angriff eine tragende Rolle auch spielt. Und das sind viele Dinge, die mich sehr zögerlich machen. Und von der Seite hoffe ich einfach, dass die Mannschaft zufrieden sein ist, aber sicherlich weiß, was da am nächsten Samstag auf uns zukommt. Und ich sage ganz klar, wenn wir uns nicht steigern, werden wir es nicht schaffen. Denn wir haben zum Schluss noch mal 2 Tore abgegeben und das sind ganz wichtige Punkte, die man einfach braucht. Und von der Seite bin ich zufrieden, aber mit einigen Pünktchen dahinter. Dankeschön. Danke, lieber Richard. Nochmal euch. Richard sprach es schon an. Das war nur das Hinspiel. Uns erwartet nächste Woche am 10. Mai um 18:30 Uhr bei euch in der Halle das Rückspiel. Da geht es dann im Endeffekt um den wirklichen Aufstieg. Worauf muss sich Ratingen gefasst machen? Was macht ihr jetzt noch diese Woche, um eben die Niederlage nächste Woche wettzumachen? Ja, wir müssen uns natürlich erstmal sammeln. Ja, eben, wie ich eben schon angedeutet hatte, eben ein enttäuschendes Ergebnis für uns. Wir können es deutlich besser. Ja, und dann versuchen wir einfach nochmal die Sachen aufzugreifen, die wir heute nicht so gut gemacht haben. Und müssen dann einfach gucken, dass wir weniger individuelle Fehler machen. Und gut, ich denke in Longerich, wir haben lautstarke Fans, euphorische Fans, die uns die ganze Saison durch die Spiele getragen haben. Und die werden uns auch am Samstag bedingungslos unterstützen. Ich hoffe, also nochmal ein großes Lob von mir an die beiden Schiedsrichter. Ich hoffe, wir haben nächste Woche ähnlich starke Schiedsrichter. Ich finde, die waren heute mit die Besten auf dem Platz und haben eine ganz tolle Leistung abgeliefert. Ja, ansonsten bedanke ich mich für den schönen Abend hier und hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Richard, du hast gesagt, du bist noch nicht ganz zufrieden. Trotzdem habt ihr 28-22 vorgelegt mit 6 Toren. Ich denke, das lässt sich sehen. Was sagst du deiner Mannschaft jetzt für nächste Woche? Mit welchen Gefühlen geht ihr nach Longerich? Ich glaube, die Mannschaft weiß, was sie erwartet nächste Woche am Training. Und wir werden auf jeden Fall nicht zurückstecken. Wir werden auf jeden Fall nicht nur Regeneration machen, sondern wir werden uns genauso intensiv in diesen 3 Einheiten jetzt auf dieses Spiel vorbereiten, wie wir uns in den letzten Wochen vorbereiten.
euch wiedersehen. Vielen Dank.